Das, was wir am meisten machen, sind die inneren Schamlippen korrigieren, dass wir dort einen Teil entfernen, um die Vagina oder um die Klitoris oder beides, dass wir ein bisschen mehr Symmetrie schaffen. Wenn zu wenig Volumen zum Beispiel da ist, füllen wir mit Eigenfett auf. Wir machen größer, kleiner, enger, weiter, straffer. Es gibt verschiedenste Aspekte. Wir können für das sexuelle Empfinden ein bisschen nachhelfen. Das betrifft eben dann auch die Männer. Man kann heute auch bei den Männern mit Eigenfett unterspritzen, verkleinern, habe ich noch nie erlebt. Aber das sind so die Dinge, die eigentlich hauptsächlich gemacht werden. Zum Beispiel, wenn man bei den Frauen den G-Punkt unterspritzt, habe ich eine Volumenzunahme, die natürlich mechanisch sich auswirkt. Und vielleicht gibt es eine Gefühlsintensivierung, das wäre eigentlich auch das Ziel, was wir verfolgen. Und eine Kundin hat das mal in einem Tagebuch sehr intensiv beschrieben. Und nach 4 Monaten hat sie dann plötzlich aufgehört und hat gesagt, der Effekt hat ihm dann deutlich nachgelassen. Also auch da gibt es eine Gewöhnung, aber ich habe natürlich verschiedene Methoden und Mengen, mit denen ich heute in diesem Bereich arbeiten kann. Ich selbst bin noch nicht operiert. Ich überlege seit Jahren schon, meine Schlupflider zu operieren. Ein bisschen Botox ist auch immer schwierig, die Zeit zu finden. Und es gibt schon ein paar Sachen, die würde ich auch machen. Und ja, da stehe ich auch voll dahinter, weil ich sehe ja selbst auch immer bei den Kundinnen und Kunden, was es für einen Effekt hat. Na, man könnte sagen, jüngste Kundin 16, älteste Kundin über 60. Mit 16 sieht man das dann teilweise schon halt auch über die sozialen Medien. Wichtig ist, da braucht es das Einverständnis der Eltern. Ab 18 darf man natürlich selbst entscheiden. Und man muss da auch halt immer besonders darauf achten, was steckt dahinter, was ist die Intention und wie fest ist dieses Problem belastend. Es gibt natürlich auch hin und wieder mal die Situation, dass wir einen operativen Eingriff ablehnen. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Vorstellung mit dem eigentlichen Problem nicht übereinstimmt. Also wenn man das Gefühl hat, man sehe im Intimbereich unnormal aus oder hätte zum Beispiel, was teilweise vorkommt, eben übergroße innere Schamlippen. Und das wird natürlich bei einem Beratungsgespräch alles mit besprochen. Und wenn sich das dann eben in der Wahrheit nicht so zeigt, macht es eben auch keinen Sinn zu operieren. Das kommunizieren wir auch relativ klar. Bei meinem eigenen Sexualleben? Nein, ich glaube nicht, dass das beeinflusst wird. Wichtige Frage ist auch immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ob ich dann alle analysiere und schaue. Nein, das mache ich nicht. Meistens kommt jemand und sagt, hast du das und das gesehen? Und dann gucke ich auch. Aber sonst bin ich froh, wenn ich dann nicht arbeiten muss. Also das war es heute zum Thema Intimchirurgie. Falls noch mehr Interesse besteht an interessanten Themen, dann einfach ein Like hinterlassen oder bei WhatsApp nachschauen.